Guten Morgen. Vielleicht wollte ich alle gute Merci sagen, dass so viel kommen Sie dabei Invitation, bei der Pressekonferenz zu den Ouvertüren oder zu den Arbeitszeiten, wie wir bei uns im Sektor sagen. Wie das meine erste Pressekonferenz ist, und da wahrscheinlich mich nicht kennt, und auch die anderen Leute, die hier unter dem Tisch sitzen, gebe ich davon profitieren, als eine kurz vorzustellen. Links neben mir sitzt Madame Sonja Neves. Sonja ist freigestellten Delegierten am Bram. Ja. Rechts neben mir sitzt Herr Patrick Ucht, hier als Präsident vom Syndikat Commerce und noch Präsident von der Delegation vom Cactus. Danach jetzt neben mir sitzt Herr José Gonçalves, hier als Zentralsekretär adjoint vom Commerce. Genauso wie den Herr David Angel, der auch seit kurzem als Equipe verstärkt wird. Das geht gut. Hat man aber besser gesagt. Voilà, ich habe mir eine kleine Table de Matière ausgedeelt. Du siehst, da wir ein Sujet, das wir ausschwätzen. Für uns wollte ich kurz auf das aktuelle Gesetz gehen. Das heißt, gucken, was dann heute erlaubt ist oder was nicht erlaubt ist. Am Moment sind wir in einer Situation, da dürfen Geschäfte all Tag an der Woche, das heißt von Montags bis Freitags, von morgens 6 Uhr bis abends 20 Uhr abholen. Und einmal vor sogar bis 21 Uhr. Die meisten machen das freitags, die einzigen, die das am Anfang machen, sind am Anfang die großen Supermärkte, die freitags bis 21 Uhr abholen. Da kommen wir bei den Samstagen. Samstags dürfen wir von morgens 6 bis abends 19 Uhr abholen. Aber wenn ihr einen Kollektivvertrag habt, dürfen wir bis 20 Uhr abholen. Da sind dann auch die großen Supermärkte konzerniert, die bis 20 Uhr abholen, die eine Konvention haben. Ein Geschäft wie Kleidergeschäft normalerweise haben die keine Konvention und die machen samstags 19 Uhr zu. Da kommen wir bei den Sonden. Am Gesetz steht, dass Sonntags all Tag von 6 Uhr morgens bis 13 Uhr abgemacht werden. Das heißt, all Geschäft dürfen ohne extra Autorisation Sonntags bis 13 Uhr abmachen. Das heißt, par rapport zu den Sonntagsouvertüren sind wir schon an einer ziemlich liberalen Situation par rapport zu unseren Nachbarländern, weil wir eben all Sonntage können abmachen. Voilà, das sind also die gesetzlich vorgeschriebenen Öffnungszeiten. Da gibt es auch die Möglichkeit von den sogenannten Derogationen. Für zum Beispiel Sonntags den ganzen Tag abzuholen. Ein Beispiel davon ist, Beispiel für so eine Derogation sind natürlich die Sonntagsouvertüren den ganzen Tag in der Stadt oder die zwei großen Galerien am Norden vom Land, die auch all Sonntagen all Tag abholen und sogar praktisch alle guten Feiertag. Für so eine Derogation zu kriegen, muss ich einfach nur eine Demande beim Ministerium stellen und da kriegen sie. Und das ist ein Problem. Aber ich komme später noch darauf zurück. Wie kommen wir die ganzen Diskussionen ab unter die Ladenöffnungszeiten? Wie alle gute Matkritur das Ursprung von der Diskussion gerichtet wird, von einem Bäcker, der geklaut wird, dass der par rapport zu den Heures d'Ouverture benötigt wäre, vis-à-vis von den Tankstellen, die bei ihm am Dorf wären. Voilà, weil die auch eben die Croissants verkaufen, wie hier auch Croissants verkauft. Und ich habe auch Recht vom Gericht ausgehen. Dazu vielleicht eine erste Remarque. Ich gebe gerne eine Person, dass man absolut Verständnis für die Leute von dem kleinen Bäcker. Das Problem ist aber am Anfang, und das geht auch nicht richtig aus den ganzen Diskussionen raus, dass die Tankstellen sich alle gut an der Illegalität befinden. Eine Tankstelle, die am Anfang nehmen, auf einer Surface maximal de 20 Meter carrés, also 20 Meter carrés, Produits alimentaires et non alimentaires de premier besoin verkaufen. Bon, wir wissen alle gut, dass die Realität allerdings ein ganz anders ist. Und es gibt immer mehr kleine Supermärkte, die an den Tankstellen integriert sind. In Wirklichkeit gehen die großen Supermärkte schön, durch das geschickte Gesetz von den Ladenöffnungszeiten, weil sie sich eben, wenn sie an einer Tankstelle integriert sind, nicht müssen daran halten. Bon, das ist ein graver Verstoß gegen das Gesetz, aber das scheint aber keinen zu steuern. Die Frage, die mir stellen, wieso haben wir dann überhaupt Gesetze? Voilà. Ich komme kurz auf die Reaktion vom Patronat auf das Gerichtsurteil. Ohne größte Zwecken das Patronat natürlich in Form von der CLC, auch von ihrem Generalsekretär
op d'Occasion gesprungen und huet eng Extremposition geholt. Die Extremposition ist nämlich die Folge zu eine komplette Liberalisation von den Öffnungszeiten gefordert. Unter anderem argumentiert, das gäbe eng mögliche Rettung für die kleine Commerce vis-à-vis von der Konkurrenz zum E-Commerce durchstellen. Par rapport zu den Salarien, die am Sektor schaffen, gibt es auf den Respekt vom Code du Travail hingewiesen. Kein Rätsel allerdings von zusätzlichen Belastungen für die Salarien. Bon, darauf kommen schon noch ein Kerl zurück. Was ist unsere Position und unsere Revendikation zu den Nordouverturen? Für uns gebe ich der CLC und dem Ministerium auf einem Punkt gerne recht geben. Das aktuelle Gesetz und Zusammenspiel mit den Derogationen, die ich darüber beschrieben habe, ist ein schlechtes Gesetz. Unserer Meinung nach sogar ein ganz schlechtes Gesetz. Wieso? Weil der Moment durchgeht, den der Minister zu machen, für eine Derogation zu kriegen. Das wird doch quasi immer akkordiert, ohne mit den Gewerkschaften am Voraus zu schwätzen. Wir gehen also mal nicht in Avis gefragt. Wir gehen also immer recht, nur informiert, wann die Derogation schon akkordiert wird. Die Derogationen gehen also über diese Kap weg von oben dezidiert, ohne dass mit Möglichkeit tun, irgendeine Kontrapartie von der mehr Flexibilität von uns verlangt zu verhandeln. Das kann so nicht weitergehen. Öffnungszeiten sind für uns Arbeitszeiten. Und das ist wichtig in diesem Kontext. Oft gedammt, wenn man über Öffnungszeiten geschwärzt, da vergisst, dass drei Leute schaffen. Das aktuelle System von den Derogationen muss also fort. Was ist die Lösung? Wir sind der Meinung, dass man das schwierige Problematik schüsst über Akkord interprofessionell gelöst kriegen. Die können sektoriell oder branchenspezifisch ausgehandelt gehen. Also sind dann natürlich d'Obligation générale. Eine andere Möglichkeit wäre, über Kollektivverträge, über Branchenkollektivverträge oder sektoriell Kollektivverträge die Situation umzugehen. Wie gesagt, das Kollektivverträge könnten sich dann auch auf Branchen oder Sektoren beziehen. Wenn ich von einem Akkord sektoriell schwätze oder Akkord interprofessionell, da gibt es in dem Moment zwei große Folien an dem Akkord interprofessionell festgehalten. Das wären a. die Öffnungszeiten und damit als Arbeitszeiten. Und b. Kompensationen und Kontrapartien für die mehr Flexibilität, die dann eventuell ausgehandelt sind am Kader von den Akkord interprofessionell. Ich gebe euch ein Beispiel für so einen Akkord interprofessionell oder einen Kollektivvertrag. Es können zum Beispiel sich vorstellen, einen Akkord für die Branche von den Tankstellen zu machen. Es können sich auch vorstellen, einen Akkord für alle Guten, die Großcentres Kommerziellen zu machen, dass die alle Guten dieselben Horären haben. Es können sich auch vorstellen, einen Akkord für das Métier de Bouche zu machen, so wie die eine Derogation rausgegangen ist vom Ministerium, die den Métier de Bouche erlaubt, morgens um 4 Uhr schon abzumachen. Das war ja eine Reaktion vom Ministerium auf die Gerichtsurteile von den Bäckern und auf die Demande, für Echter können abzumachen. Es können sich auch vorstellen, einen Akkord für die Mievelsbranche, die ja oft revendikiert, dass sie welche Sondes abholen. Voilà, das sind alles Sachen, die man uns vorstellen können, aber es muss eben kollektiv verhandelt werden. Ich gebe euch ein Beispiel für Gageleistungen, die man gerne in an dem Kontext verhandeln. Es kann Ihnen sich vorstellen, ein Supplement bei einer gewissen Auerzeit, ob das 19 Uhr, 20 Uhr, ich will nur kein Monto von dem Supplement nennen, das ist alles eine Verhandlungssache. Es kann Ihnen sich auch vorstellen, zusätzlich Freitag zu verhandeln, wenn muss Sonntag schaffen. Ein Beispiel, wenn ihr 10 Sonntage schafft, hat ihr ein Urrecht auf freien Tag. Es kann Ihnen auch eine Arbeitszeitverkürzung vorstellen. Es kann Ihnen an die Richtung gehen, dass ihr seht, die Leute oder die Geschäfte, die Sonntags den ganzen Tag wollen abmachen, schaffen nämlich 4 Stunden in der Woche, mehr 35 Stunden in der Woche. Es gibt eine ganze Reihe nach anderen Leistungen und Relation mit den schweren Arbeitszeiten, die Ihnen sich vorstellen kann. Kennt ihr noch zum Beispiel davon schwätzen, dass Planungen immer 4 Wochen am Voraus müssten da sein, für dass man eine gewisse Prävisibilität aber schon haben mit diesen Horären. Ich komme ja nur noch ein bisschen auf die Arbeitskonditionen und die schweren Horären, die man im Kommerz zurück. Worum geht es also? Es geht uns darum, durch gesetzliche Verhandlungsrechte eine reale Mitbestimmung von unseren Arbeitszeiten und Arbeitskonditionen zu kriegen. Das heißt, wir hätten gerne ein Gesetz, das es die Möglichkeit gibt, eine reelle Mitbestimmung zu verhandeln über die Arbeitszeiten und Arbeitskonditionen.
Den aktuelle System vun Derogationen muss also ersat gin durch ein System, den als Realrecht op Mordbestimmung gëtt, an dem wir können als Arbeitskonditionen an Arbeitszeiten verhandeln. Anders gesot, wie sein Geschäft méi lang oder sondes den ganzen Tag opmachen will, muss ënner den Akkorrenter professionell oder e Kollektivvertrag fallen, den dat er firgesäit an die Möglichkeit gëtt, fir sonst den ganzen Tag opzumachen oder owes dem noéi auch mich spät. Voilà, dat war de Wolle zu unserer Position an unsere Revendikationen an dem Dossier. Ich gebe gerne ein kurz auf die Auswirkungen auf Privatleben von langen Öffnungszeiten an. Die Auswirkungen auf Privatleben von total liberalisierten oder auch nicht mehr verlängerten Öffnungszeiten von den Leuten, die am Kommerz arbeiten, sind verheerend. Wir sind an einer Zeit, wo viel über Kinderbetreuung, Education, Familienleben, soziale Kohäsion und auch sogar Benevolat geschwärzt wird. Und da muss ich noch an diese Sachen denken in diesem Kontext. Verlängert Arbeitszeiten heischen, ob es mich spät heimkommen. Verlängert Arbeitszeiten heischen noch, keine Zeit tun, für mit den Kindern zu lernen. Verlängert Arbeitszeiten heischt auch, das Baskettraining oder das Fußballtraining oder das Sporttraining zu verpassen. Sonde schaffen heescht, nicht an einem Fußballverein aktiv zu sein oder mit seinen Kindern auf ein Match zu fahren. Wenn in all Tag Sonde schaffen muss, bleibt nur noch ganz wenig Zeit, die ihn hat für seine Familie oder andere soziale Aktivitäten, die, wie wir ja alle wissen, meistens zu Weekend stattfinden. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel aus unserem Sektor. Wir haben einen Delegierten, den als Anbieter am Fußball. Er muss mittlerweile sowieso schon immer Sonntagsmorgen schaffen. Den hat uns gesagt, lieber klar, wenn es dazu kommt, dass ich alle Sonden muss den ganzen Tag schaffen, dann ist es fertig mit dem Anbieter sein. Wie soll ich dann aber Anbieter sein, wenn ich die ganze Sonde muss schaffen, den ganzen Samstag muss schaffen? Voilà. Das sind also alles Sozialfolgen, die in diesem Kontext auch muss berücksichtigen. Froh ist, und die als Gesellschaft sich stellen muss, geht es die Entwicklung da in die richtige Richtung. Aber wollen wir das tun? Wollen wir weiter eine Zwei-Klasse-Gesellschaft oder an eine Richtung von einer Zwei-Klasse-Gesellschaft gehen, die einen Leute haben Recht auf ein Weekend, auf ein soziales Leben, und die anderen nicht. Voilà. Das ist manchmal ein gesellschaftliches Froh. Ein anderer wichtiger Aspekt von den Auswirkungen auf Privatleben ist natürlich der Weg für ob, Arbeit und auch natürlich für heim. Viele Salarien aus dem Kommerz können sich mal kein Auto leisten. Wenn in den Mindestlohn verdenkt, ist es schwer, ein Auto zu haben und den zu finanzieren. Das heißt, viele Salarien sind auf den öffentlichen Transport angewiesen. Das Realität führt zu weiteren Problemen, notamment wenn in Oven spät oder sonntags schaffen muss, weil die Offer vom öffentlichen Transport bei weitem nicht kleiner ist oder sogar oft sonntags inexistent. Natürlich muss ich noch den Punkt von der Kinderbetreuung gucken. Wenig Kirchen haben Oves bis ganz spät oder sonntags ab. Aber wann auch nach, ich persönlich werde mir nicht Oves Müttern an Kirche gehen oder Wäsche mit heimholen und darum schlafen legen. Ich denke, die meisten von uns fehlt das. Da sind wir rum bei gesellschaftlichen Fragen. Aber wenn den Haut hört, dass viele über aggressiv Kinder geschwärzt wird, verhaltensauffällig Kinder, ich meine, da muss ich das Fragen auch stellen in diesem Kontext. Ich gebe gerne kurz auch ein Wort zu den Arbeitskonditionen so am Kommerz en general. Ich höre den oft, wenn ich die Argumente vom Patronat höre, dass eine Liberalisation von Nordouverture misst am Respekt, am Code du Travail über die Bühne gehen. Am Kommerz schafft ihn in der Regel 6 Tage an der Woche. Das heißt, wenn ihr 40-Stunden-Kontrakt habt, dann könnt ihr nicht, wie die meisten Lützeburger vom Montag bis Freitag auf der Arbeit, mit geht ihr 6 Mal schaffen, kein 5 Mal. Das ist schon mal eine extreme Flexibilität. Und da kommt noch dazu, dass die Horären nie selber sind. Das heißt, ich schaffe nie eine Woche wie die anderen. Die eine Woche fängt nicht morgens um 8 Uhr, dann eine um 9, eine um 10, die andere Woche fängt nicht recht mittags um 14 Uhr an, also weiter, also 4 Uhr. Das heißt, wir sind konfrontiert mit einer extremen Flexibilität, die heute am Moment schon von uns aufverlangt wird. Wenn ihr die Problematik mal guckt, an eine Relation mit dem Temps partiell setzt, dann geht das Ganze noch viel mehr schlimm.
Für was? Normalerweise müssen Temps partiell fix Horären haben. Das heißt, zum Beispiel, ich arbeite Montags, Dienstags, Mittwochs, Morgens bei dem einen Patron, Mittwochs, Mittags, Donnerstags, Freitags bei dem anderen. Für was fix Horären? Weil der Esprit vom Gesetz sieht, wenn ich ein Temps partiell habe, dann muss ich die Möglichkeit tun, einen zweiten Beruf zu kumulieren, auf 4 Stunden zu kommen, für dass ich für mich selber aussuchen kann. Dass ich nicht auf eine Hilfe vom Staat oder andere Organisationen angewiesen bin. Du wennst steht am Anfang am Gesetz, die Idee, ich muss fix Horären haben, wenn ich ein Temps partiell bin. Das ist aber bei weitem nicht der Fall am Kommerz. Erstens, die meisten Leute, die ein Temps partiell haben den Temps partiell nicht freiwillig. Das ist ein abgezwungener Temps partiell. Die meisten Leute, die 20 oder 25 Stunden arbeiten, hatten kein anderer Will, für den kleinen Kontrakt umzuholen. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir nicht freiwillig an einem Temps partiell sind, wo wir lieber mehr schaffen. Zweitens sind dann eben die extrem flexiblen Arbeitszeiten. Voilà. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben einen Salarié, der 25 Stunden schafft. Du hast nicht ungewöhnlich, dass der 5 Mal die Woche einfach umtreten muss. Ob das 5 mal 5 Stunden ist oder 3 mal 5, ein 4, ein 6. Das heißt, wir haben einen kleinen Kontrakt, aber wir müssen einfach 5 Tage an der Woche auf der Arbeit. Voilà. Und da kommt noch die ganze Problem mit der Flexibilität von den Horären dabei, dass die all Tag vierteln, all Woche vierteln. Und das macht es unmöglich für diese Leute, einen zweiten Beruf zu kumulieren. Und das führt zu oft prekären Lebensverhältnissen. Voilà. Dabei kommt natürlich schon, dass viele Salarien am Kommerz Frauen sind, ganz oft auch alleinerziehend. Und dann stellt sich dann noch die Frage, wie eine Familie einen Beruf unter den Hut kriegt, wenn er keine Prävisibilität hat über die nächste Woche, wie er das schafft. Das heißt, wir sind in einem extremen Stress ausgesetzt, wir haben keine Sicherheit, die wir da so rehren. Aber wir können froh sein, dass von der Planung, die wir kriegen, noch respektiert wird. Was oft leider nicht der Fall ist. Vielleicht eine kleine Remarque. Oft, dass du furiert, soll in den Betrieben selber evaluieren. Zusammen mit ihren Salarien zu entscheiden, was der Beste für die Betriebe ist, und der Patron gibt mit seinen Salarien eins. Das hat mit der Realität im Terrain herzlich wenig zu dienen. An der Realität ist es nämlich so, dass Salarien ganz wenig Mitspracherecht tun, was die Planifikation von ihren Horären angeht. Der Patron möchte Horären, aber wenn sie es nicht machen, dann müssen sie einfach unholen. Voilà. Und das nämlich gilt auch für Sondes. Es scheren oft, dass Sondesarbeit auf Basis von Volontariat wäre. Das ist meiner Meinung nach ein grosser Mythos. Weil wenn in der Raisonnement die extrem machen, wenn kein Salarié volontär wäre, gibt das Geschäft dann so los. Ich meine nicht. Also das ist effektiv so, wenn der Patron sagt, du musst Sonntag arbeiten kommen, dann musst du Sonntag arbeiten kommen. Die Idee von Volontariat geht dann in einem Arbeitsfeld nicht, als gar nicht am Kommerz. Voilà. Für aufzuschließen, gebe ich gerne ganz kurz auf die Argumentation von der CLC angehen. Weil die ja ganz viel, dass das die Rettung vom Kommerz wäre, wenn man mehr lange Öffnungszeiten hat. Ich muss die Argumentation von der CLC ganz genau analysieren. Ich will ein Beispiel von der Stadt Lützeburg. Und da machen wir dann den Unterschied zwischen den Sondersouvertüren und den Ouvertüren an der Stadt. Weil das wichtig ist, auch zu unterscheiden zwischen den Ouvertüren Sonntags und den Ouvertüren Oves Milan während der Woche. Thema Sonntags. Bislo hat die Stadt, also de Centre-Ville an der Quartier Gare, seit 4 Jahren von einer sogenannten Derogation profitiert. Das System hat sich schon erklärt, wie das läuft. Konnte also den ganzen Tag Sonntags abmachen. Wichtig ist in diesem Kontext zu bemerken, dass die Großgalerien unter der Stadt, ob das zu Bartring, zu Straßen und Kirchbirch, könnt ihr noch auf der Kloster dabei und können sogar Matten an der Stadt. Dass die während diesem Zeitraum, während dieser 4 Jahren, keine so eine Derogation hatten und dass die so waren. Das heißt, die Stadt Lützeburg hat also eine Art Sonderstellung protegiert vis-à-vis von der Konkurrenz von den großen Galerien
von der geringer Wies, wie ihr seht. Und trotzdem, die Sondesouverture war eine riesige Flop. Wir wissen nicht alle gut, denn es waren ganz wenig Geschäfte, die regelmäßig Sondes abgemacht haben. Und da stellen wir uns Fragen. Wenn wir sogar nicht fertig bringen, Leute an den Staat zu kriegen, wenn sie protegiert sind vis-à-vis von den großen Galerien, was geschieht dann, wenn die großen Galerien auch dürfen abholen? Weil finalement, wenn ein CLC eine komplette Liberalisation fordert, dann appliziert sie sich auch auf die Galerien. Und das ist etwas meiner Meinung nach, was dem muss in Betracht ziehen. Und da stellt sich die Frage, ob man dem kleinen Kommerz wirklich helfen, wenn man eine direkte Konkurrenz setzen zu den großen Galerien. Es schenkt uns hier, wie wir von Seite von der CLC mit dem kleinen Kommerzant argumentiert wird, an der Wirklichkeit für den großen Patron von der geringer Wies verhandelt wird. Das erstaunt uns allerdings nicht wirklich. Wir sehen aber echt eine Gefahr für den kleinen Kommerz, wenn es zu einer totalen Liberalisation von Nordouverture kommt. Da wenn es doch als Approche, das vielleicht sektoriell oder Branche par Branche zu gucken, und wir meinen, da sind wir auf einer besseren Schiene. Dieselbe Logik gilt auch für die Ouverturen Uwes. Es war ein Beitrag für kurzem auf der Tele, wo den Eindruck entstanden ist, dass Geschäfte müssten Uwe so 18 Uhr zumachen. Das ist aber bei weitem nicht der Fall. Also wenn die Geschäfte Uwe an der Stadt nicht bis 20 Uhr abmachen, so wie man das früher gesehen haben, die dürfen bis 20 Uhr abmachen, dann muss man sich vorstellen, für was machen die Geschäfte nicht bis 20 Uhr ab. An unserer Meinung nach ist das, weil es sich einfach nicht rentiert für die Geschäfte. Für was möchte der Patron sein Geschäft ab, weil er will Suche verdienen. Aber wenn er nicht so möchte, während er kein abholen, dann ist die Interpretation, dass er wahrscheinlich der Meinung ist, dass in dem Moment an der Tranche d'horaire, so mal von 19 bis 20, keine Suche verdient oder nicht genug par rapport zu den Mehrkosten, die entstehen. Voilà, du weinst, als die ganze Logik von einer CLC unserer Meinung nach nicht kohärent. Wenn davon geschwärzt wird, ob es mir lang abzulösen, dann ist das sicher nicht für die kleinen Kommerz, dann ist das sicher keine Revendikation von kleinen Kommerzanten aus der Stadt. Wir reden echt von einer geringer Wies oder von den großen Galerien, die gerne Oves wahrscheinlich geben bis 21 regelmäßig oder sogar bis 22 Uhr abmachen. Voilà. Ich wollte just darauf hinweisen, dass wir anderer Meinung sind an dem Kontext. Es kann ich natürlich auch noch die Frage von der Kaufkraft am Allgemeinen stellen, weil schlussendlich kann ich meinen Euro auch nicht einmal vorausgehen, und nicht zweimal. Und auch wenn die Ouverturen elargiert gehen, kann ich meinen Euro einfach noch immer nicht einmal ausgehen. Und das ist doch egal, ob ich um 20 Uhr oder um 15 Uhr oder um Mitternacht ausgehen. Unserer Meinung nach feiert das just dazu, dass die Chiffre d'affaires über mehr Stunden und über mehr Tage verteilt wird, aber nicht unbedingt zwangsläufig zu einer Explosion vom Chiffre d'affaires. An dem Kontext ist es doch interessant, denke ich, vielleicht zu gucken, dass Großbetriebe bei weitem mehr einfach tun, sich an mehr große Ouverturen zu adaptieren, weil sie mehr Personal haben. Für Kleinbetriebe ist es bei weitem nicht schwer, mit wenig Personal mehr lang abzuholen. Voilà. Für aufzuschließen, gebe ich gerne ein kleines Resümee machen und die wichtigsten Punkte nach vier geben. Für uns sind Ouverturen Arbeitszeiten. Und das ist ganz wichtig für uns in dieser Diskussion. Es wird immer von Öffnungszeiten geschwärzt. Okay, sagt das ist richtig. Mit Ouverturen sind die Arbeitszeiten von den Leuten, die am Kommerz arbeiten. Du fordern wir auch ein gesetzlich verankert Recht auf eine reelle Mitbestimmung von unseren Arbeitskonditionen und Zeiten. Das System mit den obdiktierten Derogationen muss für alle mal abhalten. Wir brauchen ein gut und starkes Gesetz am Interesse von den schaffenden Leuten aus dem ganzen Sektor. Wir setzen es also an für eine bessere Harmonisierung vom Arbeitsleben und vom Privatleben und für attraktive Arbeitsplätze in unserem Sektor.